Birobidjan von der Nord, a verkehrte Welt. Also wie die Nessia-Meinek in Birobidjan ist vorgekommen im Jahr 2007, weiß ich nicht, ob alles, was ich habe beschrieben in dem Artikel, ist noch alles aktuell, aber ich hoffe, es wird dem Leser noch alles sein interessant. Die Sopke. Birobidjan, von wann soll ich anheben? Von der rachfestigen Struktur mit dem Namen Birobidjan, angeschrieben sei auf Russisch, sei auf Jiddisch, auf ihre breite, zeröffnete Arms, von dem Schildenmaler, was hat angemahlen die Wörter jiddische Glicken, a Reklame für einen Film mit demselben Namen, nur angehäuben hat von links auf rechts mit dem Nun und dem Kuf, von die über 40 Studenten, was lernen sich Jiddisch in der weit misrachtigen Meluchischer Akademie für humanitare und soziale Limudim, oder von dem, was nur ein Drittel von sie seien Jiden. Von dem strahlendicken Jid-Dov Kaufmann, was fährt an mit der Altersschule, mit so viel Liebschaft und Übergegebenheit und hat sich allein ausgelernt, a ganz nicht goschedicken Ivrit, sitzendig dort in dem weiten Birobidjan. Oder von die Klangen wegen ihm, als hat früher gehört zu die Subbotnikes, Seventh-day Adventists. Ich lasse mir Tage anheben von dem Anheb. Lass mir anheben von der Sopke. Die Sopke ist ein russisches Wort, was man nutzt meistens in weiten Misrach von Land, was ist heich Bergel. Wenn man der Mond die Sopke, meint man das Bergel, von welchen die ersten Überwanderers haben herabgeguckt auf dem zugesagten Land. Punkt wie Moshe Rabbeinu hat herabgeguckt von Har Neva auf Eretz Israel. Das ist der Kronpunkt von der Panorama, was David Bergelson hat beschrieben in Birobidjaner, seine Novelle wegen einer Gruppe Überwanderers, was seinen gekommen hin schaffen ein neues Leben für sich und ein neues, lichtes Kapitel in der Geschichte von dem jüdischen Volk. Schimke ist stehen geblieben, ein Vergliederter. Sein Maul offen, seine zeröffneten Augen, sehr allein fragen, sehr allein empfern, das ist es. Herum ziehen sich Ketten, heuche, gekreiselt, keilige Berg, hielen ihre Spitzen in ruhige, blaue Wolkenlach. Upon ihm Tag und Tag azoi, schon tausender Jahren azoi, alle drei weite Horizonten, voll mit dort die Berg, der Frühmorgenseerer, leuter, leichtendicker Kristall, vielfarbiger bis gar, Sonn von heucher Warm, von größer Schein, ungeheuer heucher blauer Himmel und Schumwolkenspuren. Jamen Licht der Griechen zu die blaue Räucherlach in weiten Horizont machen sie Schitter. Von zwischen bläu zergangene Räucherlach blicken heraus bläue Kreiselach von die Berg, gucken aus die viel weite und nahende sonnig strahlendicke Teichen, schmale und breite Tollen, teigische und halbteigische Gegenden. Und als in einem ist es das Land, was Rattenmacht hat ausgeteilt für arbeitende Jeden. Als in einem ist es mit dem Namen Birobidjan. Ergens anders wo in der Erzählung nutzt Bergelson das Wort Breschestig. Sonnige Stillkeit ist doch echt Breschestig und redt wegen nicht betrachteten Edens. Lichtig, jontiftig, anwolkens, Breschestig, a Ganeden. Und das ist das Land, was Rattenmacht hat ausgeteilt für arbeitende Jeden. Mir, die Beteiligte in der ersten Birobidjaner Internationaler Sommerprogramm für Jiddisch in August 2007 unter der Anführerschaft von Professor Boris Kotlermann von Haifa Universität, allein ein Aufgewachsener in Birobidjan,
seien euch gestanden auf der Sopke und haben herabgeguckt auf der Stadt Birobidschan. Schon jetzt nicht kein kleiner Vorpost auf der Transsibirer Bahnlinie, nur eine Stadt von 77.000 Einwohnern, bis solchem 4.200 Jeden. Jetzt aber ist die Stimmung gewesen nicht breischestig, nur beinahe schmoschestig. Chotsch die Stadt allein ist a ganz schöne, a grüne, mit breite Boulevarden und rachfestige Parken. Haben wir ganz gut gewusst, als wir gucken nicht darauf auf kein zugesagt Land, nur auf ein Land, wo kümmert alle Chaläumes aufzubauen dort, a jüdisch Leben seien gestorben oder gicher brutal verloschen geworden. Wir seien gewähnt dorten zu suchen Spuren und öfter zu helfen, wieder anzünden a Licht. Die Geschichte von Birobidschan ist schon gut bekannt. In 1928 hat die Ratenmacht geöffnet a Gegend für jüdischer Kolonisation auf dem weiten Misrach, weitere viele von Sibir, auf der Grenze mit Mandschurien. Und in 1934 ist Birobidschan geworden ein Oblast, eine autonome Gegend. Stalin hat sich gehabt seine Sibes für seine Gutherzigkeit legabe die Jiden, was haben gehabt wenig zu tun mit seinem Willen zu helfen die Jiden. Gewollt hat bekämpfen dem Zionismus, wie euch versichern seine missrichtige Grenzen. Hat zugesagt die Jiden Land, Loschen und Autonomie. Auf dem Smach ist in die Mitte der 30er Jahren Jiddisch erklärt geworden wie eine offizielle Sprache, gleich mit Russisch. Gassenschilden, offizielle Dokumenten und legale Prozeduren haben gemusst oder gekannt sein auf Jiddisch. Jeden sind gekommen. Versteht sich, nicht die Reiche, nur die, was haben Poschet gesucht, ein besser Leben, oder die, was haben Tage geglebt oder gehofft, als da kämen Bäuen dem Sozialismus. Und gekommen ist man von Umetum, von Russland, von der Lite, von Polen, Frankreich, Belgien, Argentinien und auch viele Amerika. A viele, mein Mumelube und Vetter Itche, übergegebene Bundisten und Jiddischisten, wohnendig dämmelt in Polen, haben angegeben Applikatie in die 30er Jahren, wie ich hab nur letztens vor der Nessie meiner sich der wusst. Hinfahren haben sie gewollt, nicht erfahren, weil sie haben geglebt in Stalins sozialistischen Ganeden, nur weil sie haben gesucht Arbeit und weil sie haben gehabt das Gefühl, wie sehr Sohn hat mir übergegeben, als das wird sein Sehers, wie es singt sich in Lied Birobidschan, über Erdennaie, a Leben am Echaie in uns gewähnt. Es ist keine Frage nicht, als die Zuziehkraft von Jiddisch ist nicht gewinn kein kleiner Faktor. Sei a Sach andere Kulturmenschen in sowjetischen jiddischen Leben haben geglaubt, wie der Schreiber der Nister, als rate wenn die jiddisch Kultur in Sowjetenverband von Untergang, kennt man nur, wenn jeden wollen sich konzentrieren zusammen in an autonomer Gegend. Stalinen ist mit nicht gegangen in Leben, als die jüdische Kultur soll sich entwickeln. Nur Jiden haben sich getan sehrs. Man hat geöffnet jüdische Schulen und eingeführt obligatorische Klassen, auf sich zu lernen die Sprache dort, wo Jiddisch ist nicht gewähnt das Hauptloschen. Man hat gebaut eine Bibliothek, geöffnet ein Theater auf dem Namen Kaganowitsch, einen jüdischen Flügel im Museum, eine Zeitung und Journalen und auch viele Asyl und eine Sache von die wichtigen sowjetisch-jüdischen Schreibers, der Nister, David Bergelsen, Shmuel Halkin und Shmuel Gordon und Tevye Gen, haben geschrieben glänzende Berichten, wo sie haben betont, als Birobidschan verkörpert die nationale, kulturelle Strebungen von sowjetischen Jiden.
Und also hat Tage auf eine Weile ausgesehen, nicht geguckt auf alle Zores und nicht erfüllte Zusagen, bis die stalinische Tschistkes Reinigungen von 1936 bis 1938, wo man hat angeklagt als Sach von die Führers in konterrevolutionäre Aktivitäten und sie arrestiert und vermacht gemacht alle jüdische Schulen. Später, nach dem Chorben, zwischen 1946 und 1948, haben hereingewandert noch 10.000 Juden. Das Mal mit wenig Illusions und wenig andere Breires. Und das jüdische Leben hat bemähle aufgelebt. Die Aufblähung ist aber zum zweiten Mal scharf und unnatürlich abgestellt geworden mit der zweiten Welle von stalinistischen Terror. Ein Abruf auf dem Aufkommen von Medinas Israel, was hat auch sorgfältig geprüft zu zerstören das jüdische intellektuelle und kulturelle Leben in ganz Russland. Wieder einmal hat man arrestiert Schreibers und sie verschickt in die Gulagen. Wenn nicht Stalins Tod, wollten sie wer weiß wie lang gefeuert dorten. Zurückgekommen seien sie krank und zerbrochen und wer es hat gekannt, ist weg. Bei 30.000 Bücher von der Sholem Aleichem Bibliothek hat man in 1952 verbrennt. Und Tomer ist das nicht gewesen genug, ist in 1956 gewesen eine Schreife in der Schule. Der letzte Klapp bei der traditionellen Jüdischkeit. Ist nach dem allem, fragt sich die Frage, was ist geblieben? Was hat gekannt bleiben? Der Heintiker Birobidjan. Beim Reinfahren in Birobidjaner Gegend und euch in dem agrikulturellen Yeshiv Waldheim sieht man die einzige zwei toponymische Schilden, geschriebene auf Jiddisch in der Welt. Spazierendig über die Birobidjaner Gassen wird man verhabt von die alle Aufschriften auf Jiddisch. Als sachoffizielle Binyanim wie der Büro von Prokuratur, die Pensiekasse und der Büro von innerliche Inyanim tragen schöne zweisprachige Tafeln. Der Mark begrüßt euch mit einem prächtigen sachcholeriken Schild, landwirtschaftlicher Mark, was ist so breit wie der teuer. Die zwei Essenwahlkommen, Simmes und Brüder, proklamieren ihre Namen, einer auf Jiddisch, die zweite mit der eigenartigen Birobidjaner Schrift, stilisierte russische Oisies, was sehen aus wie Jiddisch. Menorahs gefindt man auf jeden Tritt und Schritt, in Reklames, beim Vokzal, eingefasst in Pleuten. Etliche Gassen tragen Namen nach jüdische Mechabrim, wie Lemoschel Sholem Aleichem und die Birobidjaner Buzi Miller und Roman Scheuchet. Und zweisprachige Tafeln erzählen, als da hat gewohnt der und der jüdische Schreiber oder Kulturmensch. Ich hab gut gewusst, als Rauf von die Birobidjaner Einwohners kennen schon nicht lernen die Oisies und es ist als ein Anstell, hab ich von deswegen gefühlt, kemat a his Leives, spazierendig über die Birobidjaner Gassen, weil nicht da kein anderer Ort auf der Welt, wo man kann sehen solche Sachen. Nur der größte Zyniker kann das im Ganzen wegmachen mit der Hand. Kedai euch zu bemerken, als die Sprache und der Ausleg auf die alle Aufschriften seien korrekt, laut der sowjetischen orthografischen System. Von deswegen, als man geht herein in Mark, sieht man bald, als die jüdische Oisies seinen Bichlal nicht kein Garantie, als man soll können handeln auf Jiddisch. Auf der Post nicht geguckt auf die riesigen Wörter mit jüdische Oisies, Post, Telefon,
Telegraph auf dem Binyan, wird Jiddisch auch nicht zu Nutz kommen beim Kaufen Postmarkes oder Postkartlach. Die größte Meneure und die jiddische Äußers auf dem Masseauto von die Brüder sind nicht darf gekonsumieren, als das populärste Fleisch dort wird nicht sein darf gechaser. Man hat den Eindruck, als man spaziert herum auf ein Dekoratiegebäude für einen Filmset belaz, wegen einer jiddischen Medina. Nur als man geht herein in wenig, sieht man, als das alles ist nur gewesen a Fassade, ledig, pust. Also ist gewesen die Überlebung, wenn ich bin herein mit der Gruppe Chaverim in Café Freilachs, neben der Philharmonie, zu bestellen Wätschere. Auf die Wand hängen Muralen von freilichen, tanzenden Städteljiden von dem Künstler Wladislaw Zapp, aber trotzdem sind da wenig Simonim von Jiddischkeit. Trotz die Bedienung in die Birobidjaner Restaurants und Geschäften ist bederklar sehr gut, ist die Kellnerin da, darf gewähnt von dem alten sowjetischen Schnitt. Keinem seien nicht da, mir soll sie helfen, nur sie sind Gicher wie selidene Fliegen, was mir davon sei Potter wären, was Gicher. Was ist dort zu essen, fragen mir. Svina, Chaserfleisch, empfiehlt sie mit an ungechmuret Ponym. Was noch? Fragen mir weiter. Sandwich. Was für ein Sandwich, fragen mir. Svina, empfiehlt sie noch einmal. Was noch? Fragen mir. Kotelett. Was für ein Kotelett? Fragen mir schon unkennzach Hoffnung. Svina, chasert sie über demselben Pismen. Mehr haben wir nicht gefragt. Wätschere haben wir schon gegessen, ergens anders. Waldheim. Waldheim, der erste Kolchoz Collective Farm Belaz in Oblast, a 20 Minuten von Centerstadt Birobidjan, wir wollt gekannt sagen, a 4 Stadt, is amol gewinn kemat durch ois a jiddischer Yeshiv. Heint sind geblieben nur etliche jüdische Mischpaches und nur die ältere Jiden reden Jiddisch und gedenken noch etwas wegen ein jüdisch Leben. Salmen, Giame Geffen, wemens Tate ist gewesen einer von die Verlegers von Dorf, hat gerät mit uns. A geborener Leben Wilne ist gewesen 7, 8 Jahre alt, wenn die Mischpache ist entläufendig von Hunger und Antisemitismus in der Lite angekommen aher. In 1937, hat er erzählt, hat man in Birobidjan arrestiert sein Vetter. Auf unsere Frage, sie hat ihn arrestiert, weil er es gewinn fromm, hat er geantwortet, nein, er hat geholfen Chaserim. Arrestiert hat man ihn, weil sein Weib hat gehabt 2 Schwestern in Palästina und er hat sich durchgeschrieben. Unser Schmues mit ihm, was ich hab zum Glück rekordiert, ist ein Mikrokosm von dem Gang von dem jüdischen Leben in Birobidjan. Die ersten Jahre haben wir gegessen Chaserim und gebackt Matze. Er lacht. Sie ist alles herabgegangen. Dorten, in der Lite, jeden Schabbos in Schule gegangen, alle in Teuvim. Gekommen nachher hat man alles vergessen, die in Teuvim. Ihr pravet die in Teuvim da? Nein, ich weiß nicht, wenn sie seien. Yom Kippur, Sukkot, ich weiß nicht, gar nicht. Rosh Hashanah, ich weiß, es ist da solche in Teuvim. Nur wie ist das, sie was, weiß ich nicht. Eure Kinder wissen, dass es ist da? Na. Sie haben nicht gehört? Sie wissen keiner nicht. Da hat man nicht gelassen machen, die Anteuvim, die Kommunisten? Ja, Paschaliste. Sie haben sich nicht gemischt, scheiet. Sie haben sich nicht gemischt? Man hat gekannt machen. Sie gewinnen doch eine Schule da, euchet. In 35 oder 36. Jahr genommen eine Stube dort, man hat gemacht eine Schule. Auf ihren Teuvim, ihr gewinnen eine Sachmenschen. Für was ist das weiter nicht gegangen? Nu, die Alten sind abgestorben und die Jungen dürfen das nicht.
Kein Sach Perushim darf man da nicht. Zis ist Taki gewinner so Posche, als die Kommunisten haben sich nicht gemischeit, weiß ich nicht. Der Druck, sich zu assimilieren, ist gewinn gewaltig groß. Aber zusammen geffen versteht das, ist nicht klar. Kiemat 80 Jahre von Leben unter der sowjetischen Memschale hat ihm verblendet die Augen zu die alle Faktoren, was haben ausgeformt sein Leben oder Poschet vermacht bei ihm das Mäuel. Mistame weiß nicht, als dem 21. April 1935 hat der Birobidzjaner Stern gedruckt einen Artikel wegen dem, wie jedenes in Waldheim backen Matzes, scheiren und kaschern die Kelim und wie soll mit da führen mit dem a Kampf, weil chutz allemen gehen a Sach jeden Pesach nicht daraus zu der Arbeit. Übergegeben von Esther Rosenthal-Schneidermann in der Bichel Birobidjan von der Nord. Mistame weiß nicht, wegen Shmuel Yankev Levin von Riga, a guter Kollektivist in Birakan, was hat gebacken Matzes für ein Städtel und wegen dem offenen Mischbett, was man hat eingeordnet gegen ihm. Man darf aufdecken dem Parze von Säune, hat die Zeitung geschrieben. Sie weiß geffen wegen die Anti-Pesach-Oventen, was der erste Birobidjaner Rayon-Organisierbüro von dem Verband kriegerischer Apikorsim hat organisiert in 1937 in die Oventlektien und andere Unternehmungen, durchgeführt in Fabriken und Arbeiterklubben, hat man herausgehoben die stilistische Natur von Sozialismus und Religie. Der Name von Henach Kasakewitsch, der erste Redakteur von Birobidjaner Stern und Mitredakteur von Journal der Apikoris, figuriert ganz oft im Programm. A kämpferischer Apikoris, nach wem man hat angerufen a Gas in Birobidjan und wem man hat später in 1937 angegriffen wie ein Nationalist, gleichzeitig a wegnehmendig sein Namen von der Gas. A kämpferischer Apikoris, was hat sein Sohn ein Namen gegeben, Emmanuel. Gott ist mit uns. Kibbutz in Bielefeld. Bielefeld, einer von etlichen agrikulturellen Yeshuvim, was einen einmal gewinn bevölkert, Zrov von Jeden, befindet sich mehr wie ein Schaf von der Stadt Birobidjan. Dorten ist schön und grün und still. Haben dich schon gewinn in die Yeshuvim in Waldheim und in Eifeld, kennen wir schon dem Routine. Wir suchen uns von nirgends die paar verbliebene Jeden. Wir erzählt uns mit großer Begeisterung wegen der legendären Geschichte von dem Dorf. Wir weist uns Albumen, die ewige Albumen zu neu gestellte Bemeschach von die Deures, Chronikes von dem Leben von einem Dorf, mit seinen Kindern und Schulen, seine Idealen, Jontoivim, Helden, seine Gefallene in der größeren vaterländischen Milchome. Nicht da kein Schum Simonim, als jeden wohnen da oder haben wir viele einmal da gewohnt. Nicht da kein jüdische Bücher, kein äußerliches Simonim von Jüdischkeit. Da habe ich gelernt in einem Artikel von Jascha Czernis, pflegen in gepackte Saalen auftreten alle jüdische Schreibers, die sind gekommen zu Gast. Wegen Bielefeld hat der Schreiber Shmuel Godiner gesagt, ich bin beigewesen auf eine sachliterarische Abenden in prachtvolle Saalen, nur dem dosigen Abend da, in Bielefeld, will ich vergedenken aufständig. Haben a solche Zuhörer ist ein größtes Glück für ein Schreiber. Sie können uns etwas erzählen wegen jener literarischen Abenden? Zum Bedeuren nicht, sie gedenken nicht jener Zeiten, sie sind schon lang vorbei. Die Zeiten von Lenin sind euch vorbei, aber von deswegen gedenken sie die Zeiten ganz gut. Auf der Wand in dem Saal, wo wir sitzen, der Zimmer von den Veteranen, hängt ein ausgehofftes Bild von Lenin in Pastellen.
Tomer meint als das hängt dorten von Kadmoinim an, hat a Teus. Das hat Emetzer ausgenäht in 1998, wenn der Lenin-Kult ist schon lang gehabt darüber, aber lauf darf da, in dem verworfenen Winkel von Russland. Wladimir Ilyich guckt herab zu uns und schmeichelt sein hellfarbigen Schmeichel, beschass mit der Langtuns Kibbid, Kichelach, Saft und Schnitkes mit Käse und Schinke. Noch ein Kibbid nimmt uns auf Bella Jefimowna Sadov bei sich in Stub. Leut ihre Auftun muss sie schon sein in die heuche 70er. Elegant angetan in a Komplett, mit heuche Abzassen, setzt sie bechlau nicht aus wie a gewesene Kolwirtnitze und euch nicht wie kein Frau in die Jahren. Sie ist gewesen a Lehrerin und a Sanitarke und zu 29 Jahren ist sie schon gewesen der Rosch von dem Dorfrat. Sie ist Bielefelds erster Covid-Bürger und sie ist euch a Jiddische. Gekommen her ist sie von Kiew wie ein Kind und sie kann noch verstehen ein bisschen Jiddisch. Sie hat bemerkt, als Frau von unserer Gruppe es nicht im Kibbut und hat sich sehr geschämt. Vor was hat nicht gesagt, hat sie geteinet, als es nicht kein Schinken mit Käse. Der Entfer von Boris, unser Direktor, als wir haben doch nicht gewusst, dass wir uns beklauen mit etwas mechabet sein, hat sie nicht beruhigt. Das Pintele Jid ist gewinn genug eingewurzelt in ihr, als sie soll sich schämen und fühlen schuldig, und sie hat sich angehäuben der Mannen. Es hat sich ihr etwas gedenkt von mit 70 Jahren zurück nach in Kiew. Seide Bobbe flecken nicht mischen Milchigs und Fleischigs und der Seide hat sich gehabt sein eigenem Löffel. Die Bobbe fleckt sagen, leg das nicht weg da, nimm dem Löffel, nimm jenem. Nur sie gewinn mit a so lang zurück, hat sie gesagt mit a Sifts. Als ich hab Poschet vergessen. Koreische Novelle. Die Geschichte von Birobidjan ist eine Geschichte von Vergessen, willendig zu nicht willendig. Man hat vergessen jüdische Minhagim, man hat vergessen das Loschen, man hat vergessen, als Kedei zu haben eine jüdische Gegend, müssen sein Jiden, und als Biologie hat euch etwas zu tun damit. Mit wo wir seinen gewähnt, haben wir getroffen gemischte paar Völker. Die jüdischen Studenten, was wir haben gehabt im Programm, seinen Bedarfsklau gewähnt der Produkt von gemischter Chassanes. Und wenn die Jiden in Schule haben erzählt wegen ihrer Kinder, haben sie allemal zugegeben, unverschämte Hate. Als bei uns ist alles ausgemischt. A viele die ältere Jiden allein haben oft Chassene gehabt mit Nicht-Jiden. Man hat das Poschet angenommen wie ein Fakt von dem Leben. Das kann nicht sein zufällig, habe ich getracht. Mir dachte sich, als Leute der Statistik muss einmal auskommen, als ein Jid soll Chassene haben mit ein Jid. Aber da ist das gemacht keinmal nicht gewesen. Wie kann das sein? Dem Empfer habe ich gefunden in einem prächtigen Lied von Emanuel Kazakewitsch, dem Sohn von Henach Kazakewitsch, dem ersten Redakteur von Birobidjaner Stern und allein ein Aventurist und romantisch Gestalt. Koreische Novelle. Auf die streuene Zinowkes lieg ich breit mit Gliederstarre, und du sitzt und schweigst daneben, und du spielst auf der Gitarre. Hinter Fensterlach vertreute starb die Sonne, als in Reute. Eppes Alts ist a so bläulich, auf ein Herz a helle Rude. Du bist a koreisch Mädel. Ich bin schweigendig wie Buddha, und es ist mir moderner Jiddisch, was du kannst nicht reden Jiddisch. Es schmeckt mit Asie dein Singen, oft mit Jiddisch Lichtlachbänsten, oft mit uralte Gräue Steiner,
eingekritzt mit halbe Menschen, Alhasmika mit Tscherno Veda, Obsimit, de Barum Mjeda. Und das meint, a guten Morgen, schöne Mädel, ich versteh nicht, was du sagst. Deine Haar wie Krähenfeders, dein Gitarre 1000 Stimmen, deine Lippen Schwannenherzer, deine Augen sticklich dimmend, hinter Fenster als Achmorer liegt der Felsenberg am Ohr. Auf die streuene Zinnovkes gießt die Sonne a Schein, a helle, wie a schöne, wie a zarte, a koreische Novelle, a so ruhig und a teine, wie du gießt die Lippen deine. Morgen wirst du in dein Schul gehen, lernen Kinder klein und kleiner, ich auf Land auf Gore breiten, helfen ausfüllen die Pläne. Uns verfließt in Tag in Schnelle die koreische Novelle. Auf die streuene Zinnovkes wird die Schein als blass und blasser und die Sonne a schrecklich müde trinkt sich in amorer Wasser. Beim Lernen das Lied, geschrieben von Kosakewitsch, ist alt gewesen nur 18 Jahre, hab ich sich gehabt, als kemat zum ersten Mal lerne ich in der jüdischen Literatur wegen a Liebe zwischen Jid und Nicht-Jid, was wird nicht behandelt wie eine Tragödie. Ein ähnlichen Motiv haben wir, die Beteiligten im Programm, gesehen in dem Film Glücksuchers mit dem größten Akteur Benjamin Suskind. Dorten kommt der Mischpoche sich besetzen in Birobidjan und die jüngere Tochter verliebt sich in einen Jäger, versteht sich an Nicht-Jid. Zuerst ist die Mama, ein altischke Jedene mit der Tichel auf dem Kopf, nicht zufrieden, aber man kann sich nicht gegenstellen der Jugend und Progress. Und auf der Chassene hat die Mama ausgetrunken Lekovid Chassen Kalle und Lekovid der Neuer Heim. Das ist, sagt sie, die beste Heim, was sie hat, wenn es sie einmal gehabt. Da ist nicht auch kein Unterschied zwischen Völkern und alle leben wie Brüder und Schwestern. Von dem Film ist klar, als sie macht nicht kein Anstell, wir dürfen ihr Leben auf Nemones. Nach dem Film habe ich verstanden, als das ist nicht zufällig, als gemischte Chassanes seien ein Teil von der Ideologie von Birobidjan. Von einer Seite hat man gegeben die Jeden ein Heim, wo sie wollen kleumerisch kennenlernen wie Jeden und entwickeln ihre eigene Kultur. Aber von der zweiten Seite hat man geführt eine Propaganda für ein Groß-Russland, wo die Grenzen zwischen Völkern sollen mit der Zeit werden abgewischt und man wird sich zusammenfließen in ein groß-russisch Volk. Mit einmal haben die freilichen Wörter von dem Lied Birobidjan, was wir haben dort gesungen, alle Völkerbrüder geworden da, jeden golden Russen, Chineser und Hangussen, angenommen an neuem Main. Wie teuer hat gekost ot die Brüderschaft. Wodka und Marmelaschen. Wir sitzen alle bei gedeckten Tischen in dem Rektors Aufnehmzimmer. Auf dem Tisch ist da ein feiner Kibbet Kiyad HaMelech und Wodka fließt wie Wasser. Kein Wasser oder Saft ist befehrisch nicht da. Lev Solomonowitsch Greenkrug, unser Rektor, unser Saramaschkim, begrüßt uns, alle Ausländer, Studenten und Lehrer, was sind gekommen in Birobidjan, sich zu beteiligen in der ersten Ortiker Sommerprogramm für Jiddisch. Zwischen der Sachlecheims klärt uns auf seine Pläne für Jiddisch in Birobidjan wie die zweite fremde Sprache. Nicht wie ein Brehre, nur wie ein Muslimid. Nicht bloß in der Stadt, wo man kann auch gefunden etliche 1000 Jiden, nur über den ganzen Oblast, in Oblucha, in Kaldur, in Erter, wo man hebt nicht an zu wissen, wie ein Jid sieht aus. Auf dem ersten Ort
weil Studenten gewöhnlich können auskleiden Englisch, Französisch oder Chinesisch. Aber die zweite fremde Sprache und öfter kann man sich sparen, als in Birobidjan wollte man das nicht gedacht anrufen können, fremde Sprache. Wird bereits Brehre sein Jiddisch. Wir sitzen und staunen. A viele in Israel, in der jüdischen Medina, hat man a solche Wunderung nicht bewiesen. Von Amerika schon abgerät. Ist dafke da, in dem weiten Misrach, in der Territorie, was sie sa Sach nennt zu China und Korea, wie sie ist zum historischen Trumamoyshev, soll sonst gemalt sein? Stellt sich die Kasche, was motiviert Grinkrugen, was ist ein halber Jid von dem Tatensad und ist sich allein meide, als weiß gar nicht wegen Jiddischkeit und kenne ich kein Wort Jiddisch. Der Terz ist ein Posheter. Jiddisch ist gut für die Autonomie. Als Sach von den Republiken und autonomen Gegenden im gewesenen Sowjetenverband haben schon verloren sehr Autonomie zu liebkame politische und ökonomische Themen. Aber Birobidjan will bleiben ein unabhängiger Oblast, nicht untertänig dem größeren Chabarowsker Rayon. Kedei das zu berechtigen, muss doch sein etwas Spezifisches, etwas Distinktives wegen Birobidjan. Und der etwas ist die Geschichte wie eine jiddische Gegend und die Sprache Jiddisch, was hat von samer Gründung von der autonomen Gegend gehabt einen offiziellen Status dort. Grinkruger allein ist sich meide, als seine Kavanes sind nicht kein idealistische, nur gicher praktische. Ist ein Rektor von einer Akademie, was schult euch Lehrers für der ganzen Gegend. Ob seine Lehrer, weil nach der Graduierung nicht haben keine Arbeit, wird man schließen seine Akademie. Und Chotscher versichert uns, als ihm geht nicht in Parnasse, wollte das nicht gewollt zu sein. Ich sitz und an Wodka, nur aufgemuntert von einer Flasche Wasser, was eine von den Studentkes hat mit sich, danken Gott, gehabt mitgebracht, prüft das als Benehmen. Heißt es, als Jiddisch ist nicht mehr wie ein Marcher in die Hände von Politikers. Für was soll mir angehen, ob nicht jeden in der Blutsche, Smidowitsch, sie andere verworfene Örter kennen Jiddisch? Aber von der anderen Seite, a viele mit solchen Kavanes können öfter fort herauskommen etwas Gutes für Jiddisch und für jeden. Studenten können sich fort verlieben in der Sprache und Kultur und auf verschiedene Euphanim sich einleben in ihr. Bisher sich klärt das als über, stellt sich auf Reb Menachem, ein frommer Jid von Israel, und begrüßt dem Rektor und seine Pläne, aber geht so ganz aufrichtig, als sieht nicht dem Tachlis von verspreiten Jiddisch und Jiddischkeit. Und ich trage bei mir, sein Jiddischkeit ist nicht mein Jiddischkeit, aber gerecht ist er. Und es bleibt die Frage, wie kann man einstellen dem Indien, als man soll es ernst betrachten. Das heißt, Tage euch Schulen Lehrers, wir sollen gut kennen Jiddisch. Sie da, sie in Ausland und soll Tage haben a Jiddisch Panem. Die Studenten. Es ist der letzte Tag von die Lektions und Sora, ein Studentke von Amerika, was will machen a Film wegen Birobidjan, aufzuladen auf YouTube und was hat schon interviewt jiddische und halbjiddische Birobidjaner Punks, wie euch andere interessante Typen, was sie hat gefunden, spazierendig mit ihr Fotoapparat über die städtische Gassen, Bet it's der Leubnisch zu fragen bei ihrer Klassrabertes von mittleren Klasse, 5 junge Frauen von der dortigen Akademie, für was sie lernen sich Jiddisch. Ihre Entwers seien zum Teil ähnlich und zum Teil ganz anders von dem, was mir wohl Moschel gehört da in Amerika. Hotsch, es haben sich in unser Sommerprogramm gelernt herum 20 Birobidjaner Studenten und von sie sind herum ein Drittel jeden in dem breitsten Sinn von Wort.
seien die 5 dafke nicht kein Jiddische. Ich hab geprüft, gefunden bei sie a bissel Jiddisch Blut. Ob nicht hatte Mame, ist Baba Seide, aber jede eine hat mich versichert, als viele Kindtropendel Jiddisch Blut wird man bei ihr nicht gefunden. Ist zu was haben sie beschlossen, sich zu lernen Jiddisch. Ihre hat erzählt, als sie ist gegangen in Schule Nummer 2, was hat schon von Kadmoinim an, ein Programm in Jiddisch und jiddische Limudim. Und kindweis hat man sie verschrieben in der Programm Chotsch, sie hebt nicht an zu verstehen, für was. Sie ist ihr gefallen geworden und sie hat Mamschach gewinnt damit. Marine Malke hat gesagt, als sie hat ausgeklippen Jiddisch, weil Gelegenheiten, sich zu lernen andere Sprachen, sind gering zu gewinnen. Aber es wird nicht sein, so gering zu gewinnen ein Jiddischkurs, wenn sie wird heraus von der Akademie. Sie hat gefühlt, als sie will sich lernen die Kultur von der Gegend, wo sie wohnt. Miriam, hat zugegeben, als es ist fort da etwas Spezielles wegen Birobidjan. Es hat noch als eine eigene Kultur und eine eigene Atmosphäre. Ein gemischt Porl kann spazieren zusammen in Gas, halten sich bei die Hände und keiner wird gar nicht sagen. Beschass in andere Teilen von Russland ist das derweil nicht so. Sie weiß, ein Tag nach dem Schluss von unser Programm hat sie Chassene gehabt mit einem israelischen Bocher, ein Geborener in Ukraine. Mistame, motiviert von dem, lernt sie sich Jiddisch, wie euch Ivrit in der Kehille. Da ist nicht doch kein Antisemitismus, fährt sie weiter. Sie ist Mistame gerecht wegen dem, weil Gott die Regierung hat gemerkt Reude von Jeden und die jiddische Kultur, wie viel sie hat nur gewollt, wenn sie sich gewinn nitzlach, ist ein antisemitischer Akt mamisch gewinn a Verbrechen, vor welchen man hat gekannt arrestiert werden. Eine Atmosphäre von Toleranz ist weißdeutsch geblieben bis in heutigen Tag. Sveta ist aufgewachsen in einer Blutscher Gegend, eine von den 4 Gegenden in Birobidjaner Oblast. Auf meine Frage, sie das Aufwachsen in der jiddischen autonomen Gegend hat geheißen, als sie hat gehabt etwas Hassoges wegen Jiden und seiner Sprache, hat sie geantwortet als nicht. Sie hat keinmal nicht gehabt gehört von Jiddisch und hat gehabt nur eine vernäppelte Hassoge von was sie heißt jiddische autonome Gegend. Gott, sie wohnt dort. Wenn sie ist angekommen in Stadt sich lernen, hat sie sich gewollt spezialisieren auf Englisch. Und kedei das zu tun dort in der Akademie, muss man dazu sich lernen a zweite Sprache. Die Breres sind gewähnt Chinesisch, Französisch und Jiddisch. Chinesisch, hat sie geteilt, ist zu schwer. Französisch hat ausgesehen nicht sehr nützlich, weil nur in ein Schule in der ganzen Stadt lernt man mit den Kindern Französisch. Jiddisch hat ausgesehen mehr nützlich, weil es seien da etliche Schulen in der Stadt, wo man lernt Jiddisch. Es ist gewesen kedai zu kommen in Birobidjan zu gewinnen Emerson, was lernt sich Jiddisch, weil es ist nützlich. Heißt es ist noch als voran etwas Jiddischliches dorten. Etwas ein Gefühl, als Jiddisch ist ein Teil von der Geschichte und Kultur von der Gegend. Wie kann das anders sein, wenn die Hauptgas heißt Shalom Aleichem und das offizielle Briefpapier von Gegend hat jiddische Wörter? Zeitungen. Zwischen die Sachexponaten in dem Gegendlichen Museum verkannt Kenntnissen, riesige Plakaten von Arbeitsbrigades und Traktoren in sowjetischem Stil und Dokumenten und Bilder, was erzählen ganz aufrichtig und offen die gräuliche Geschichte von Birobidjan, gefindt sich in einer Seite a Säckel, was man wohl gar gering gekannt versehen, a Säckel ausgenäht mit dem Wort Zeitungen und leben ihr an einwortige Beschreibung Gazetnitze, Zeitungssäckel 1950.
ein Wort, Zeitungssäckel, nur das einzige Wort hat aufgeöffnet bei mir a Welt mit Machschoves. Mit ihr Schönheit und ihr Pashtes der Mond das Säckel in a Talle-Säckel oder a Challe-Zudeckel, euch a Kehle zu bescheinen a Mitzwe, die Mitzwe von Lehnen das jüdische Wort. Ich prüf sich vorstellen das Leben von der Frau, ja, sicherer Frau, was hat das ausgehofften. Sie hat sie allein gemacht, die Skizze mit der Hand, oder hat man dämmelt in Birobidjan Tage gekannt kaufen, a fertigen Schnittmuster mit jüdische Äußies. Mit was für a Liebschaft sie hat das gemusst ausnähen, ihr läuter weiß Säckele mit die Blumen, was erzählen von Leben und Blie. Ich stell sich vor, wie sie gefindt, nach a schweren Tag Arbeit, a stille Minut, a Minut von geistiger Schalwe. Und Punkt, wie ein traditioneller Jid nimmt heraus sein Talis von Säckel und öffnet auf sein Sider, nimmt sie heraus von ihr Säckel, ihr beliebte Zeitung und setzt sich weg lehnen. In 1950, noch ein Vermachensrov jüdische Schulen, noch die alle Tschistkes, noch die Redifes auf jüdische Schreibers und auf der jüdischen Kultur, hat sie noch als genug geglebt in oder öfter nur gehofft auf dem von Anderbli von jüdischen Wort. Jetzt hängt das Säckele auf der Museewand an der Monnung von jene zerschmetterte Chaläumes. Als auf der Sholem Aleichem Gas. Die hauptkommerzielle Gas von Stadt heißt Sholem Aleichem Gas und über der Stadt sieht man Reklames, oft mit rätsendig angetonene oder halbnackte Frauen von alles, was gefindt sich auf der Gas. Für solche wie ich, bei wem ein Sholem Aleichem ist ein führendiger Kulturheld mit kemat a heiligen Status, ist poschet wild zu sehen a solche Schilden. Ort was geschieht, wenn die jüdische Kultur wird ein Teil von einem größeren Strom und man lebt und handelt auf die Gassen, was tragen die Namen von unserer Kultur-Ikones. Mistamme, wenn ich wollt gewohnt in Israel und gesehen, wie das tagtägliche Leben wird gelebt auf die alle Gassen, was tragen an Namen nach a jüdischen Schreiber, Manig oder a viele an Novi oder a heiligen Zadik, wollte es mich nicht so schockiert. Es wollte mir öfter nicht gewinnen so modne, zu sehen, wie Kinder kriechen auf der Statue von die Überwanderers, was tragen a große Ähnlichkeit zu Tevye und zu Golde beim Birobidjaner Vokzal. Also wie es wollt gewinn poschet etwas a Spielstruktur. Sie wissen sie denn, was die Statues bedeuten? Mistamme nicht jetzt, aber ob sie wollen weiter wohnen in der jüdischen autonomen Gegend, wollen sie mistamme ja wissen, weil gewisse Aspekten von der jüdischen Kultur seien hereingeflochten in einem Gewebe von tagtäglichen Leben. Nur da kämen anstellen die Radio und hören auf Jiddisch. Es rät Birobidjan. Nur da wollen Kinder euch begrüßen in Gas mit Sholem Aleichem. Nur da ist da bei der Philharmonie a Statue von einem jüdischen Fiddler. Emes, sie ist nicht kein Sach und öfter prüfe ich sich anchappen in a Streu, aber sie ist fort dorten, etwas voran. Birobidjan ist ein Ort mit ihrer eigener Symbolik. Hagam in andere Städte in Russland hat man mit der Klau zurückgebeten die Gassen auf sehr vorrevolutionäre Namen oder gegeben neue Namen, tragen die Gassen da noch als sehr alte sowjetische Namen. Lenin, Gorki, Sowjetskaya, Komsomolskaya.
60. Jubiläum von der Revolution. Es ist öfter schwer zu wissen, sie die Macht dieser viele bewusstsinnig wegen dem Symbolismus in ihre Gesten. Sie haben sie bekieven gestellt, gemacht alle jüdische Institutions auf der Leningasse, gedei anzuweisen, als nur das, was Lenin will, was hat Lenins Herrscher, kann da sein? Für mir ist aber die interessantste Symbolik Tage gewinn verbunden mit der Sholem Aleichem Gass. Als man geht weiter auf der Sholem Aleichem Gass, vorbei dem Hotel Vostok und dem landwirtschaftlichen Markt, beit die Gass ihr Namen auf Komsomolskaja. Und als man geht weiter, beit sich noch einmal der Namen, das Mal auf Sowetskaja. Bekieven, sie nicht bekieven, ist das eine Metaphor für dem Eufen, wie das jüdische Leben hat sich entwickelt in Birobidjan. Die Überwanderer sind gekommen wie jeden, Tevies, Goldes, Menachem Mendels und Mottels. Danach seien sie der Zeugen geworden in Komsomol. Das heißt, in die sowjetische Jugendgruppes und mit der Zeit seien sie geworden Polne Sowjeten. Man kann nicht stehen auf der Sholem Aleichem und Leningasse in derselben Zeit. Die Gassen sind parallel, sie schneiden sich nicht über. Es ist oder. Man kann euch nicht stehen oder gehen auf der Sholem Aleichem und Sowjetskaya Gasse in derselben Zeit. Allein die, was haben ausgestellt die Gassen, haben gemeint, als man soll beschließen, zu welcher Machne man steht zu, der jüdischer zu der sowjetischer. Als man will aber gewinnen ein Strahl von Hoffnung, kann man sich trösten damit, was Sholem Aleichem ist Tage der Hauptteil von der langer Gasse, Sholem Aleichem, Komsomolskaja, Sowjetskaja. Neue Wegen sind offen für Birobidjan heint. Es ist da Geld, es ist da Freiheit. Es wird sein interessant zu sehen, auf welchen Teil von Gas es wollen sich vernehmen die Jiden. Wollen sie sich konzentrieren auf der Sholem Aleichem Gas oder wollen sie herab vom gleichen Weg und sich verkehren zu der Sowjetskaja? A kleiner Ticken Teues. Auf Seite 11 in dem ersten Teil, was heißt die Sopke, habe ich gesagt oder geschrieben, als Professor Boris Kotlermann ist von Haifa Universität. Das ist nicht richtig. Er ist gewesen und ist noch als in Bar Ilan Universität. A schönem Dank.